Also, wir sind jetzt hier gerade am Flughafen. Ja, aufgestanden. Thomas hat uns an den Flughafen gefahren. Und dann eine riesen Gaudi. Wirklich riesen Gaudi. Wir haben eingecheckt und dann sagt uns am Check-in einfach so, ja, habt ihr ein Visum für Ecuador? Und wir so, nein. Ja, dann sagt uns, dass man ein Visum braucht. Und das eigentlich schon 30 Tage im Voraus beantragen müsste. Wir haben aber online geschaut und dort steht nirgends von wegen, dass du als Schweizer ein Visum brauchst, sondern du kannst dann dort ankommen und dann kannst du Visum on arrival machen. Ja, dann haben wir Panik geschoben, sind dann durch den halben Flughafen durch. X Leute gefragt, ob wir es jetzt brauchen oder nicht. Schlussendlich hat es sich herausgestellt, wir brauchen es doch nicht. Und die am Check-in haben uns eben schon gewollt, so, ja, je nachdem können wir in Frankfurt, nehmen wir es gar nicht auf den Flieger. Ja. So, das ist unser Abenteuer so far. Und jetzt gehen wir dann boarden. Da hinten. Ja, noch etwas gegessen und voll. So, guten Morgen, wir sind auf dem Flüger, und zwar knapp. Die Damen da hinten, es sind alle am Anschlag und alle sind aufgestanden und sind gegangen und alle sind eben aufgerufen. Es gibt 3 verschiedene Boarding Groups, 1 bis 3. Und Boarding Group 1 und 2 sind aufgerufen worden und sie haben gesagt, ja, 3 wird noch nicht aufgerufen, darum wir warten noch, bis Boarding Group 3 aufgerufen wird. Boarding Group 3 ist nie gegangen. Ich habe immer gesagt, ja, stimmen doch einfach schon an, es hat eh nicht mehr so viele Leute und so. Ja, dann bin ich davor aufgestanden und habe gesagt, wir gehen jetzt dort hin. Und dann hat die panisch gesagt, was, da sind wir ja und so. Wir haben den ausgerufen und alles. Wir haben schon den Rucksack wieder entladen und so. Und jetzt sind wir gerade so knapp im Flüger reingekommen. Also wirklich, mein Gott, gerade die erste Krise, das ist super. Ja, lässig. Laura, machst du gut. Krise. Also, Take 3, der Florin drückt mal auf Aufnahme. Oh Mann, also. Oh Gott, das Drittel auf den. Ich habe das erste Mal ohne Mikrofon aufgenommen und das zweite Mal habe ich vergessen auf Aufnahme drücken. Ja, Florin weiss, wie es läuft. Ja, wir sind hier in der Gondeli. So, jetzt mache ich die Kurzfassung. Da ist Laura. Wir sind in Guayaquil. Da hinten ist die Stadt. Nicht eine besonders schöne Stadt, eine gefährliche Stadt. Wir schauen, ob die Kamera überlebt, weil es ist ein bisschen kriminell. Anscheinend werden in der Stadt auch Leute entführt und wenn man mit der Kamera rumläuft oder allgemein wenn die Leute sehen, dass du Wertsachen dabei hast, dann musst du mega aware sein, was du da rumtreibst und wie. Genau, und wir gehen vielleicht noch auf den Hügel da oben. Das ist so ein schöner Hügel, der so ein bisschen Favelas hat. Ja, wie schlau das dort oben ist zu gehen, weiss ich nicht. Wir wissen aber auch noch nicht, ob wir wirklich gehen. Das ist gerade ein ziemlich grosser Fluss, ich glaube, es ist der grösste von Ecuador, der hier auf der Westseite rauskommt. Ist riesig und ist dreckig und hat viel Müll, aber nicht so schlimm wie die Philippinen. Genau, ich hoffe, das ist jetzt mal ein Tee, den wir brauchen können. Laura, Senf? Senf. Ketchup. Senf? Ob du den Senf dazu geben willst? Nein. Okay. Laura ist kamerascheu. Söderli, wir sind auf einem Roadtrip und zwar zu einem Berg, ich weiss gar nicht mehr, wie der Berg heisst, auf jeden Fall der höchste Berg von Ecuador. So ist Fokus da. Laura ist mega happy. Laura ist sehr happy, Laura hat Lamas gefunden. Wir sind jetzt da mit einem Taxifahrer für $33 mit ihm da und seiner Familie. Meine 2 Kinder sind auch noch mitgekommen. Fahren wir jetzt rauf und gehen ein bisschen wandern. Jetzt hat Laura da Lamas gefunden. Laura ist happy. So, guten Morgen, beziehungsweise ja, was auch immer. Es ist Mittag oder so. Es ist extrem windig, also sorry, falls die Soundqualität nicht so gut ist. Wir haben gerade zum ersten Mal 4000 Meter überquert und jetzt sind wir gerade auf 5000 Meter hochgefahren. Ja.
Und wir wandern jetzt auf 5200 Meter rauf. Und anscheinend für nur 200 Meter braucht es da 40 Minuten zum Auflaufen. Ich merke momentan noch nichts von der dünnen Luft. Aber es ist also wirklich... wir sind da hoch. Und ich zeige jetzt heute noch den Berg, wo wir rauflaufen. Es ist auch hure windig. So, ja, wir sind da am Auflaufen. Gerade von dem Hütchen, das ich vor dem letzten Update gemacht habe. Es ist wirklich mega süß. SG? Questo? Sugar. Azúcar? Sugar. Sí? Panela, natural. Natural? Yes, Sí? para ti. Okay, muchas gracias. Wir haben da ein bisschen Zucker zur Stärkung bekommen. Das war by the way unser Guide. Es para que te dé calorías. Para las calorías, sí. Wir sind da ungefähr so 10 Meter raufgelaufen und wir sind am Schnaufen wie nichts, wirklich. Kurz noch eine Korrektion, es ist nicht 5000 Meter da unten, sondern wir sind da auf 4800. Ja, voll. Und jetzt gehen wir noch auf 5100 rauf. Also für 5000 müssen wir noch verdienen. Ja. Laura ist da ein bisschen im Socialisen. Ja. Mega cool. Hello! So, wir sind jetzt hier angekommen auf dem höchsten Tourispot. Da hinter uns wäre eigentlich ein See, aber der ist leider ausgerüstet. Laura und ich sind mega fit, wir haben es geschafft. 5100 Meter. Laura hat Motivation. Es ist sehr kalt, es ist windig, wie ihr es vielleicht hört. Und es ist verfickt kalt, wirklich. Es ist so 5 Grad, vielleicht 2, irgend so etwas. Es ist kalt. Wir gehen jetzt wieder runter. Da oben ist der Chimborazo.